Mahlzeit. Essen mich weiter. Lassen euch nicht stören. Ich weiß, ihr arbeitet gerade an einem Leberwurstbrot. Aber ich wollte euch was erzählen heute über Mykorrhiza. Spannendes Thema natürlich. Großes Thema. Könnte ich jetzt lang erzählen. Aber ich versuche mal nur so ein paar Sachen zu erzählen. Also Mykorrhiza kommt ja eigentlich vom Griechischen, nämlich heißt Wurzel und Pilz. Also ist es Symbiose zwischen Wurzeln und Pilze. Weit verbreitet die Symbiose. Die meisten Pflanzen haben sie. Nur die wenigsten haben sie nicht. Und es gibt verschiedene Typen. Da will ich aber jetzt nicht groß drüber erzählen, sondern bloß über einen Typ erzählen. Nämlich der schönste von allen. Die apuskuläre Mykorrhiza oder verkürzt AM. So, die AM. AM-Pilze sind schon einmal unglaublich alt. Über 400 Millionen Jahre. Und damit viel, viel älter als das Zeichen auf eurer Pizza. Das Zeichen auf der Pizza ist ja im Vergleich dazu ein Jungspund. Also die Pilze sind also äußerst alt, waren wahrscheinlich schon in der ersten Landpflanze drin. Obwohl dafür gibt es gerade seit letzter Zeit ein bisschen Konkurrenz von einer anderen Pilzgruppe. Aber das soll uns hier nicht stören. Was wichtig ist, ist zu wissen, wenn du draußen auf eine Wiese drauf guckst, die meisten Pflanzen haben die Symbiose unten in der Wurzel drin. Und auch viele Kulturpflanzen haben sie. Zum Beispiel Weizen oder Weinreb, ganz wichtig. Und viele, viele andere. Das heißt, es ist auch in der Landwirtschaft eine ziemlich wichtige Sache. Wo es wert ist, dass man sich damit beschäftigt und dass man es auch entsprechend das Feld so bewirtschaftet, dass man die Pilze möglichst fördert und denen nicht schadet. Aber dazu kann man ja mal einmal erzählen. Auf jeden Fall, was machen die Pilze? Erstens einmal ist ja nicht bloß ein Pilz, sondern das ist eine ganze Lebensgemeinschaft von Pilzen, also verschiedene Pilzarten, die sind da zusammen in der Wurzel drin und kolonisieren die Wurzel, die wachsen da einfach in die Wurzel rein. Kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viel. Einfach so kreuz und quer durch die Zelle, als wären die gar nicht da. Und dann, was machen sie? Im Boden, wo sie auch wachsen tun, mit ihren Hyphen, also die Filamente, aus denen die Pilze bestehen, da nehmen sie Nährstoffe auf, zum Beispiel Phosphor, Stickstoff auch, aber hauptsächlich sagen wir mal Phosphor. Und dann transportieren sie über eine quasi ganz unwahrscheinlich große Entfernung, wo man sich mal vor Augen hält, wie klein die Pilze eigentlich sind. Das sind hier bloß, so sagen wir mal, bis 5 bis 10 Mikrometer Durchmesser. Also wirklich klein, tun die vielleicht auf so eine Entfernung Phosphor aus dem Boden rausholen und zu der Pflanze transportieren und die Pflanze quasi neu pumpen. Und im Gegenzug kriegen sie von der Pflanze Kohlenstoff. Und das ist eine interessante Sache. Erstens mal, wie der Kohlenstoff da neu kommt. So ganz bekannt ist das noch gar nicht. Aber auch in welcher Form der da reinkommt, kommt nämlich in der Pilz neu in Form von Zucker, aber auch Lipide. Weiß man erst seit neuestem. Na, auf jeden Fall. Bisher ist es noch nicht so richtig geglückt, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die relativ neu sind, die Pilze wirklich von der Pflanze weg zu kultivieren, in der Petrischale sozusagen, also ohne Wirtspflanze. Das heißt, die Pilze sagt man, sind obligat biotroph. Das heißt, sie brauchen einen Wirt. Man braucht einen Wirt nicht, aber naja, eine Wirtspflanze halt, um den Kohlenstoff zu kriegen. Ja, das ist quasi so ein Austausch. Aber die Pilze machen natürlich noch viel mehr. Wenn sie im Boden wachsen tun, basteln sie zum Beispiel die schönen Bodenaggregate, also die Kriemel, aus denen der Boden besteht. Ja, und sie beeinflussen den Rest von der Bodenlebensgemeinschaft, weil es so viel von den Pilzen hier gibt. Musst du dir mal vorstellen, vielleicht in einem Gramm Boden hat man schon bis zu 40 Meter von den Hyphen gemessen und vielleicht sogar noch mehr. Also die sind wirklich, treten wirklich in großer Menge auf.
Das ist schon mal sehr interessant. Ja, und wirken sich halt dann auf alle möglichen Sachen aus. Das heißt, die Pflanze kann dann, weil sie mehr Nährstoffe hat, unter Umständen besser wachsen. Sie kann aber auch weniger anfällig sein gegenüber Umweltstress. Das sind alles so Sachen, wo die Pilze halt so machen. Ja, und wahrscheinlich eben schon, was weiß ich, über 400 Millionen Jahre. Gut, so genau weiß man das nicht, damals war ja keiner dabei, aber damals hätte schon genauso ausgesehen, das weiß man aus Fossilien, aus ganz alten Fossilien. Und man sich gar nicht richtig vorstellen kann, wie sowas Kleines innerhalb von einer Wurzel, innerhalb von einer Wurzelzelle sogar, wie das sich so lange halten kann. Also das ist wie ein Wunder. Aber ist natürlich gewunder, ist eine Wissenschaft. Ja, also das war schon einmal wenigstens ein bisschen was über Mykorrhiza. Könnte man noch viel mehr erzählen. Vielleicht erzähle ich ja auch einmal noch davon. Aber jetzt erst einmal noch ein Gute.